Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, Leute, meine Einschätzung zum Spiel und natürlich, wie ich diese Mannschaft ins Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen schicken würde. Meine Einschätzung zum Spiel, ja, wir haben ja im Stream am Montag da lange drüber philosophiert. Wenn man realistisch ist, ja, ist für mich Leverkusen gerade einen Tacken besser in Form. Ob sich das aufs Ergebnis niederschlagen wird, wird man sehen. Ich denke, das ist ein Spiel, was in jede Richtung kippen kann. Ja, das kann berauschendes 3:3 werden, was übrigens mein Tipp ist. Ist natürlich eher unwahrscheinlich im Hinspiel, vielleicht eher im Rückspiel. Ich denke, beide Mannschaften werden eher mal ein bisschen abwartend agieren. Aber mal sehen, sollten wir ein frühes Tor machen, sollten wir ein frühes Tor kriegen, kann es natürlich auch ein offenes Spiel werden. Von daher mal abwarten. Ja, ich habe es schon in der wie Action gesagt auf der Pressekonferenz. Es wird am Ende des Tages wird's von der Fitness und der Tagesform abhängen. Ja. Es wird auf die Einzelkönner drauf ankommen, zugleich aber auch, wie das Kollektiv funktioniert. Ja. In solchen Spielen entscheiden oft Kleinigkeiten den ganzen Bums. Vielleicht ist es irgendwo ein Vorteil, dass ein Xhaka und ein Wirtz gelb vorbelastet sind. Auch das weiß man nicht, wird man erst sehen, wenn's Spiel losgeht. Also das Spiel zu tippen gerade ist saumäßig schwer. Ja, wie gesagt, ich denke, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann ein hochklassiges Unentschieden werden, das kann super langweiliges, von Taktik geprägt und vor gegenseitigem Respekt geprägtes 0:0 werden. Es ist halt noch nicht die finale Entscheidung, ja. Von daher glaube ich nicht, dass eine der beiden Mannschaften das Spiel angeht mit Feuer frei von der ersten Minute an. Ja, ich denke mal, es wird sehr wahrscheinlich darauf ankommen, wann das erste Tor fällt. Ob wir ein offenes und spannendes Spiel sehen werden oder ob wir eher von beiden Mannschaften ein bisschen zurückhaltendes Spiel sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, inwieweit wir aktuell die Fitness haben, um zu sagen, wir agieren so wie in den vorigen beiden Heimspielen gegen Leverkusen. Und da musst du die Butzen halt machen, ja. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, wenn wir die Tore machen sollten oder sollten wir in Führung gehen. Und gehen wir mal davon aus, wir gehen voll rein, volles Rohr und spielen Leverkusen die ersten 20 Minuten an der Wand. Es steht 2:0 für uns. Weiß ich nicht, ob wir dann die Qualität haben zu sagen, ja komm, wir ziehen uns da mal ein bisschen zurück jetzt, lass mal Leverkusen ein bisschen machen und wir kontern sie aus. Ja, früher hatten wir diese Qualität, ob wir die aktuell haben. Vielleicht werden wir das herausfinden. Ja, wie gesagt, für mich ist es super schwierig, dieses Spiel auch nur ansatzweise zu tippen. Mein 3:3 kommt auch nur daher, weil ich den Mist geträumt habe, dass wir ein 3:3 spielen. Von daher tippe ich ein 3:3. Ich denke, es ist super schwierig vorherzusagen, wie dieses Spiel ausgeht. Oder wie dieses Spiel überhaupt vonstatten geht. Ja. Vielleicht haben wir die Eier. Wenn wir die Eier haben, dann werden wir von Minute 1 Vollgas geben, um schnell das Tor zu machen. Werden wir sehen, ob wir die Eier dazu haben. Oder das Selbstvertrauen, die Fitness, ob der Glaube in unsere Fitness. Ja, das ist ja gerade so ein bisschen das Thema. Ich bin sehr gespannt, Leute. Jo, und damit gehen wir mal rein. Ja, der große Teil stellt sich von alleine auf, war Manuel Neuer, Harry Kane. Ja, auch wenn Harry Kane sich gegen Stuttgart schon mehr über den Platz geschleppt hat wie alles andere. Ist halt einfach alternativlos. Die andere Alternative wäre, wir spielen ohne Stürmer, was natürlich keine Alternative ist. Rechte Offensivseite ist die einzige Seite, die safe ist. Das ist Michael Olise. Die Mitte sollte auch klar sein mit Musiala, es sei denn, irgendwas ist nicht fit oder sonst was. Linke Seite, ja, hast du eigentlich nur die Auswahl zwischen Divoy und Kingsley. Ja, auch wenn Serge dann mal wieder ein bisschen Dusel hatte. Ich würde, glaube ich, mit dem King anfangen, weil er einfach der konstanteste ist und das geringste Risiko mit sich bringt, dass man sagt, Mann, hat der heute wieder keine Form. So, ja. Von daher würde ich mit dem King anfangen.
Natürlich sind die Alternativen hier, wir können sie direkt eintimern hier. Einmal Leroy, einmal Serge. In der Mitte, ja, keine Ahnung, komm, ich mache Müller ganz vorne hin als Alternative. Sollte da irgendwas passieren. Natürlich hast du sonst so eine falsche Neuen-Geschichte. Weiß ich nicht, nichts, was ich irgendwie fühle. Wir haben natürlich das Problem, dass ein Pavlovic nicht da ist. Ja, keine Frage. Von daher werden wir in der Mitte, ich denke, auch der Bums stellt sich von alleine auf. Werden wir das sehen, was wir seit Jahren sehen und was seit Jahren irgendwie nicht mehr gut funktioniert. Nämlich Kimmich und Goretzka sehen. Ja. Alles andere würde mich überraschen. Wenn Leon so agiert, wie in der zweiten Halbzeit in Stuttgart agiert hat und Kimmich sich ein bisschen zurückhält, kann das sogar mal was werden. Ja. Nichtsdestotrotz wird es wichtig sein, dass beide versuchen, diese Mannschaft aus der Mitte heraus zu führen und sich nicht verstecken. Ja, auch wenn die Form vielleicht nicht stimmt, das wird man sehen, darf sich ein Kimmich nicht verstecken. Ja. Ich bin gespannt. Vincent sagt, in so einem Spiel ist man immer 100% fit. I don't know, ja. Dass man zu 110% spielen will, zuerst rechten Kimmich, denke ich, steht außer Frage. Ja, ich lasse mich überraschen. Ja, aber was wäre die Alternative? So, die Alternative wäre einzig und allein Conny Leimer. Ja. Palhinha hat wie ein Fremdkörper gewirkt gegen Stuttgart. Pavlovic ist nicht dabei. Ja, von daher ist es da auch gerade sehr dünn, ja, muss man ganz klar sagen. Von daher hast du einen Palhinha als Alternative. Und wenn du noch einen Conny Leimer hier mit einträgst, was wahrscheinlich niemals passieren wird, dass der mal in der Mitte spielt, joa, dann wird schon wild. Ne? Und wenn wir hier noch wollen, wenn wir großzügig sind, machen wir auch noch Müller rein und dann siehst du schon das erste Problem. Ja, du hast schon einen Spieler, der als einzigste Alternative für 2 Positionen da ist. Ja, du könntest vielleicht noch einen Libo hier eintragen als Option in der Mitte. Vielleicht, weiß ich nicht. Joa, ansonsten wird sich an unserem 4-2-3-1-System nichts ändern, ne, würde ich behaupten. Damit kommen wir zur Innenverteidigung. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Upa. Ansonsten, ich trage mal einen Upa ein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie fit er ist oder sonst was. Ansonsten natürlich die Option mit dem Airbag. Und hier haben wir natürlich Kim. Hat ja ein gutes Spiel gemacht, auch gegen Stuttgart. Aber Airbag fand ich noch einen Tacken besser. Aber wenn Upa natürlich fit ist, er hat schon ein gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht, auch wenn da Leverkusen ohne Spieler gespielt hat, ja, ohne Stürmer gespielt hat. Das wissen wir natürlich morgen noch nicht, wie die auflaufen werden. Wird auch noch eine interessante Kiste werden, aber wenn Upa 100% fit ist, ja, dann würde ich einen Upa vorziehen. Ansonsten habe ich aber auch keinerlei Kopfschmerzen, wenn du einen Airbag aufstellst. Gut, dann kommen wir zur linken Seite. Da haben wir 2 Optionen mit einem Davis und einem Ito. Ich würde einen Ito aufstellen. Es wird natürlich ein Davis aufgestellt werden. Ich meine, er saß heute auf der PK. Von daher wird man sehr wahrscheinlich mit dem Davis anfangen. Ja, Davis hat natürlich die Geschwindigkeit, die man dann eventuell auch benötigt gegen Leverkusen. Aber ich denke, Ito ist der Defensivstärkere. Die Frage ist halt, wie will man agieren? Ja? Wie will man agieren? Möchte man eher ein bisschen tiefer stehen, dann macht ein Ito Sinn. Will man Vollgas Feuer frei spielen, dann macht natürlich ein Davis Sinn. Ja? Von daher bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten. Müsste man mal den Fitnesszustand dieser Mannschaft kennen, ne, den ich persönlich gerade absolut null einschätzen kann. Von daher, wie gesagt, wenn man es auf Feuer auslegt, dann natürlich ein Davis, weil man dann Räume anbieten wird mit superschnellen Spielern von Leverkusen, wo ein Davis natürlich dann gewisse Vorteile gegenüber einem Ito hat. Ito ist aber natürlich der defensiv viel, viel stärker ist wie ein Alphonso Davies. Ja, wenn es also darum geht, ja, komm, wir lassen Leverkusen mal ein bisschen kommen, wir locken sie ein bisschen, um schnell umzuschalten, dann macht natürlich ein Ito mehr Sinn. So, von daher ist es schwierig zu sagen.
Auf der rechten Seite macht alles Sinn, aber kein Conny Leimer, meiner Meinung nach. Und trotzdem wird ein Conny Leimer da morgen wieder auflaufen. Stunny war defensiv sehr schwach in dem Spiel, was ich gesehen hatte. Von daher würde ich mit dem Boe anfangen. Boe Olisse hat mir letztes Mal schon sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ob er schon wieder angeschlagen ist oder sonst was. Ansonsten natürlich, denke ich, wird ein Stunny auch heiß sein gegen Leverkusen. Ja. Hätte ich jetzt auch keine Kopfschmerzen mit, dass er vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Aber hat ja jetzt das letzte Spiel noch nicht gespielt. Vielleicht hat das gut getan und ist ein bisschen besser drin in der Geschichte. I don't know. Wie man sieht, wir haben ein paar Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu viele Fragezeichen sind vom Fitnessstand. Wie sieht es bei Kimmich aus? Wie sieht es bei Opa aus? Ja, selbst wie sieht es bei Ito und Davis aus? Auch da, Ito war lange verletzt, war dann direkt reingeworfen. Davis ist jetzt gerade mal wieder so da. Musiala auch nicht wirklich in Hochform gerade. Harry Kane wirkt müde. Boe und Stanisic kannst du gar nicht einschätzen irgendwie. Ja, wild. Wir brauchen einfach eine Top-Leistung. Ja, denke, das steht außer Frage. Wir brauchen eine gute Tagesform, eine gute Fitness und ja, weiß ich nicht. Vielleicht tut Leverkusen uns den Gefallen und wird sich erstmal wieder defensiv orientieren, wie sie es die letzten beiden Spiele getan haben in München. Ich denke, das wäre für uns gut. Ja. Auch wenn wir vielleicht gerade nicht so die letzte Spritzigkeit haben und die letzte offensive Idee. Wir werden sehr abhängig sein von Musiala, von Olisse, ob die irgendwie in Einzelaktion was kreieren oder auch Harry Kane. Aber ich denke, das wäre für uns auf jeden Fall besser, wenn Leverkusen so agieren würde, als wenn Leverkusen sagt, komm, wir suchen unser Glück schon mal im Hinspiel. Ja, dann könnte es wild werden. Wir werden sehen. Es wird super spannend sein, ja, von beiden Seiten. Wie wird aufgestellt? Wie geht man das Spiel an? Wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, es kann ein super langweiliges 0-0 werden, ein super langweiliges 1-1. Es kann so sein, wie die letzten beiden Spiele waren. Wir rennen an und Leverkusen steht defensiv gut und schießt sich auf dem Unentschieden ein, was sie gerne mitnehmen wollen würden. Vielleicht überrascht uns aber auch Xavi Alonso und denkt sich, wow, das letzte Spiel haben wir Bayern so an die Wand gespielt. Ich glaube gerade nicht, dass die super fit sind. Wir probieren den ganzen Bums auch mal auswärts. Ja, ich denke, es wird von Momenten abhängen. Ich denke, beide Mannschaften werden auf beides eingestellt sein von den jeweiligen Trainern. Es wird halt, ja, es wird auf die Führungsspieler in den jeweiligen Mannschaften ankommen, denke ich. Ne? Von daher kann da morgen der ein oder andere Spieler viel wieder gut machen, beziehungsweise dann auch die Woche danach. Oder aber auch seine Zukunft gänzlich besiegeln. Wenn ich so an Kimmich und Sané denke, wo noch Fragezeichen sind. Auch an einen Musiala, der dann jetzt endlich mal liefern muss nach seiner Vertragsunterschrift, genauso wie ein Davis. Ja, wie gesagt, ich habe keine klare Prognose, Leute, wie das Spiel morgen laufen wird. Und jeder, der das irgendwie sich zutraut, Hut ab. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ja, die beiden mit Abstand, beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander. Ist natürlich ein bisschen schade, ja, dass es so früh, ja, die beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander spielen müssen in der Champions League. Aber so ist es halt und jetzt gilt es zu liefern. Ne? Gut, und damit, Leute, hoffentlich auf ein gutes Spiel morgen. Hoffentlich, ja, am Ende des Tages, ich habe schon im gesagt, am Ende des Tages ist mir die Leistung unserer Mannschaft dann scheißegal, wenn das Ergebnis stimmt. Ja, wir sind jetzt in der K.O.-Phase, in der Champions League. Leute, da interessiert keinen, ob wir schön Fußball spielen. Da interessiert, welche Ergebnisse wir erzielen. Punkt. Ja, da muss man gar nicht. Klar, ist immer schön, wenn du trotzdem guten Fußball spielst und verdient die Spiele gewinnst, aber am Ende des Tages, Alter, es ist eine K.O.-Runde und dann ist es scheißegal. Hauptsache, du erzielst das Ergebnis, was du benötigst. Ja, und aus meiner Sicht benötigen wir morgen einen Sieg, damit wir mit einem guten Gefühl nach Leverkusen fahren können. Ja, ich bin gespannt.
Ich hoffe, ihr auch. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.